ich meine, ganz Reihe von Kolleginnen und Kollegen und noch von der Regierung heute mitten eine Reihe von frohen abgeworfen Interpretationen gehen, Propositionen gemäht, wo ich kann am Prinzip so, dass an der größte Schnitt heute Chamber nicht die ganz großen Desakkoren bis auf Nuancen zwischen den einzelnen Punkten bestehen. Ich will am Anfang an meinem Beitrag eine Reihe von vielleicht anderen Punkten mit an Diskussion heranbringen. Das Vor von der Kompetitivität von unserem Land und unserer Betriebe am internationalen Kontext als das, was wir mit der Mittenhaut wollen diskutieren. Das Vor ist immer mehr wichtig, weil man einerseits das internationale Umfeld sich permanent ändert, neue Märkte abgehen und die internationale ökonomische Entwicklung neue Fragen, die man muss beantworten, abwerft, verlangt. Laut internationalen Vergleichen leidet Lützeburg nicht so schlecht, wie der DAX gehört wird, was als Kompetitivität anbelangt. Was die Image der Macht anbelangt, hat die rezente Diskussion im Trudingen uns sicherlich an dem Domain nicht besser positioniert. Es sind aber die zwei Punkte, das Niveau von der Kompetitivität und die Image der Macht, die zusammen als Aushängeschild für die Stadt Lützeburg zählen. Was die Image der Macht anbelangt, will ich nächste Woche am Kader von der Budgetdebatte mehr am Detail darüber rangehen. Denn Herr Finanzminister hat ein Thema schon angeschwärzt, den wir an den letzten Wochen und noch an den nächsten Wochen erfährt, im Zusammenhang von der Affäre im Trulingen mussten diskutieren. Und ich meine, als Finanzkommission hat mit der Regierung zusammen versucht, das Beste daraus zu machen, an einer gewissen Solidarität zu Lützeburg und politischen Plan zu bilden. Heute will ich mich mehr spezifisch mit der Frage von der Kompetitivität auseinandersetzen. Und Frage von der Kompetitivität ist direkt vorgebunden, wo wollen wir, dass das Land in Zukunft hinsteuert, und zwar aus einer Gesamtsicht. Betriebe, Arbeitsmarkt, soziales Umfeld, Sozialkohäsion, Infrastrukturen, Formation, Wohnungsbau und so weiter. Resümiert ausgedrückt, eine globale Landesplanung. Einfach über Croissance zu schwätzen, ohne zu wissen, was die Croissance je nachdem, wie groß oder wie klein sie ist, ob die alltägliche Leben von unseren Betrieben, unseren Gesellschaften an den Leid mit sich bringt, als sogar gefährlich für das so einfach zu diskutieren. Das Wort Landesplanung spielt da eine wichtige Rolle. Für 14 Tage als Prozedur über Plan sektoriell gestoppt gehen, und wir fangen von 4 an. Ich will auch nicht darüber debattieren, was gut oder schlecht gemacht ist, oder wer am meisten Schuld drin hat und dem Resultat. Mir scheint es aber wichtig zu sehen, dass wir von der Gelegenheit profitieren, immer das Plan überschaffen und anpassen, vertieft eine Diskussion führen, wo das Land soll hinstehen. Wie das Land soll aussehen, was wir den kommenden Generationen wollen handeln. Als Kollegen nun an der Zeit, wo sie noch an der Opposition waren, das immer man Wort zukünftig gemeint. Was wir als ADR auch immer unterstützt haben. Leider haben die Grünen aber wo sie an der Responsabilität sind, Plan sektoriell auf die Instanzen wie geschickt, ohne für den zukünftig gemäht zu haben. Ich habe an der Kommission mit den Kollegen zusammen darüber diskutiert, für den zuständigen Minister, den Herr François Bausch-Stover, wo wir über die Prozedur von dem Plan sektoriell geschwärzt haben, ob ihn soll stoppen oder das Gesetz andere proposiert, dass wann ihn sie stoppt, man da sollte von der Gelegenheit profitieren, für den zukünftig zu machen. Der Minister Bausch hat ganz positiv darüber reagiert und hat sogar proposiert, dass man direkt Ugangs nächstes Jahr und so einen politischen Plan in der Chamber zusammensetzen, für über so in Zukunft zu schwätzen. Die Schwarze Société, den Jean-Luc Kricke, für unsere freie Kollegen, hat als Budgetrapporteur dazu gesagt, dass man als Gesellschaft müssten die Schwa holen, wo wir wollen hinsteuern, wir haben die Aufgabe am Detail bis heute nie gemäht. Das ist sicherlich viel einfach, viel Arbeit
und nicht einfach für die Schwarze machen. Was für ein Land wollen wir? An 20, 30, 40, 50 Jahren wollen wir ein Land von 700.000 Einwohnern, 1 Million, 1,5 Millionen oder Gott weiß viel. Wie wollen wir als Sozialsystem nachhaltig aufsichern? Wie wollen wir als Schulen, Transport, Wohnungsmarkt und andere Infrastrukturprobleme machen? Gesehen, wie wollen wir die Sozialkohäsion hier im Land garantieren? Wenn wir die Arbeit machen, und zwar bis zum Schluss, dann ist das eine Arbeit, die nicht an einer Mittelwert machen, mit der Arbeit, die wird lang dauern, und die für allem, wenn wir zum Schluss kommen, auch gibt es bedeuten, dass wir Konsequenzen ziehen. Und da fährt nicht, dass die Konsequenzen dann nicht politisch gesehen nicht unbedingt populär sind, und dass auch vielleicht dürfen durchsagen, für das Politik flächenübergreifend Gewissoen fährt oder nicht die Courage hat, für die Diskussion bis zum Ende zu feiern. So ein Resultat gibt es auch so, was man muss als Wurstum hier am Land brauchen oder müssen tun, für dann dürft das mehr oder Männer, sie wird positiv oder sie wird negativ, für eben diese 5 Vorstellungen, wie wir es in diesem Land vorstellen, können gerecht zu geben. Bringt ein stramme Wurstum uns das Resultat, was wir uns immer erwünschen. Nur 20 Jahre Heichkonjunktur, Rekordwurstum, Millionen Franken oder Milliarden Franken von Überschuss an budgetären Überschuss haben wir als Ziel erreicht. Die Frage muss man als Haut stellen. Ein Frage, die man, wenn man es objektiv stellen muss, so, wenn wir die Situation Haut gucken, dass man das Ziel nicht erreicht haben. Den sogenannten Wohlstand, den auf einem fragilen Finanzsystem, was praktisch exklusiv auf Finanzplatz abgebaut ist, abberuht, dreht enorm Risiko an sich, wie wir all das können besser feststellen. Trotz 20, 30 Jahre Rekordzahlen, sowohl was die Wurstum wie die Finanzen anbelangt, stehen wir heute für ein großes Problem. Staatsdefizit als eine permanente Realität geben. Staatsschulden haben rekordverdächtig Progressionen angeholt. Am Wohnungsbau stehen wir für einen Kollaps. Am Straßenverkehr stehen wir all da am Stau. Am Enseignement staut eine Reform sich handelt, die eine mit dem Resultat, dass die Resultate immer mehr schlecht gehen. Der Schulmarsch geht von Jahr zu Jahr an Lot. Sozialkohäsion riskiert, echt auseinander zu gehen, wie zusammen zu gehen. Zu der Diskussion gehören auch ein paar Analysen. Der Staatsminister Jean-Claude Juncker hat bei der Lage von der Nation seiner Deklaration am Mai 2000 folgenden Satz gesagt. Wenn den aber mehr weit guckt, wenn den 100 Zölen, 100 Doofleef, 100 Prozesse guckt, da sei denn, dass diese Wurstum als auch für große Herausforderungen an solid Probleme stellt. Probleme, die wir, wenn wir ehrlich sind, nicht am Griff haben, an denen wir, wenn wir realistisch sind, auch nicht ohne weiteres an den Griff kriegen. Als Goldmedaillen alle gut 2 Seiten. Und schließt den Satz auf, dass er sieht, der stramme Wurstum, den alles dazu volle schuld, generiert so just Steuergelder genug, für seine eigenen Konsequenzen finanzieren zu können. Das war gesagt für 14 Jahre, an einem Jahr, wo wir Milliarden Franken Überschuss nach hatten. Haut meine ich, wenn in den Satz nachgeht, so, da gibt es wahrscheinlich so der stramme Wurstum, den alles dazu voll wird, generiert nicht mehr genug Resetten für seine eigenen Konsequenzen finanzieren zu können. Das ist also ein spannend Froh, die wir uns an dem Zusammenhang mit dem Wurstum müssen stellen. Ich oder mir als ADR haben noch sicherlich nicht alle Antworten auf die Fragen, die ich an dem Zusammenhang stelle. Wir mengen aber, dass wir zusammen die Diskussionen stellen, was wir als Zukunft vom Land ausgesagt, auf was Konsequenzen sowohl am positiven als auch am negativen Sinn, wenn wir den Choix de Société machen. Am Kader von der Evaluierung wird immer von einer Reihe von Leuten behauptet, dass wir 4% Wurstum haben, für unser Pensionssystem aufzusichern. Ich will mal hier klar sagen, die internationalen Experten sagen also aber gleichzeitig, der Stadtwerk der OECD, die EWM und die Europäische Kommission, dass man den nächsten Jahr mit der Moyenne
engem Wustum von 2% müsste rechnen. Ich will just eine Faustregel mal so, dass für eine Pension zu bezahlen in 3 Aktiver muss hun. 3 mal 24 gibt 72% vom Durchschnittsgehalt und das auch das, was den ungefähr als Pensionen abhält. Das heißt, am Blick kommen 120.000 Pensionäre bei 400.000 Aktiver. Wir müssen also halt mehr Aktiver, wie wir brauchen, für Pensionen zu bezahlen. Dürfen wir ja am Blick all Jahr nach einem Überschuss für die Reserve von der Pensionsgänse. Wir kommen noch auf den Tag, wo wir 200.000 Pensionäre haben, da brauchen wir 600.000 Aktiver. Wir kommen auf den Tag, wo wir 300.000 Aktiver haben, da brauchen wir 900.000 Aktiver, wenn wir 400.000, da brauchen wir 1,2 Millionen und so weiter. Das heißt also, für ein System aufzubauen, was lang auf dem Wachstum von 4% basiert, löst das Problem nicht. Wir möchten das Problem von Jahr zu Jahr oder von Generation zu Generation mehr groß. Wir müssen also ein Pensionssystem finden, was langfristig überlebbar ist. Das sicherlich Konsequenzen, da wo wir können einerseits neue Finanzierungssysteme finden oder andere Modalitäten, was das Pensionssystem an sich unbelangt, ohne müssen kondamniert zu sein, ein strammes Wachstum müssen suggerieren, was wir alleine auch nicht können, dezidieren, weil vom Wachstum hängt ja aber von der Weltökonomie ab. Ein zweiter Punkt, den ich mal drauf bringen, das ist die Entwicklung von den Arbeitsplätzen. 1996 hatten wir 220.000 Leute hier im Land beschäftigt. 2014, also 18 Jahre mehr spät, sind wir bei 400.000 Leuten angekommen. Das heißt, an 18 Jahren sind wir 100.000 Leute, sind wir 200.000 Leute, 180 bis 200.000 Leute an Blut gegangen. Also kann ich sagen, an der Moyenne 10.000 Leute pro Jahr. 10.000 Leute pro Jahr und trotzdem, also auf der anderen Seite, der Chômage auch geklommen, weil wir einerseits Betriebe hatten, die nicht die Arbeitskräfte tun, die sie gebraucht haben, insofern Grenzregionen sicher gern, und andererseits auch Betriebe, Leute hatten, die nicht die Qualifikation hatten, die als Betriebe haben. Von den Leuten guckt, von den Betrieben, für die sich entwickelt hat, stellen wir fest, dass wir 2003 25.600 Betriebe haben. An 10 Jahre mehr spät hatten wir da rund 34.000 Betriebe, wo wir heute angekommen sind. Das ist also ein Moyenne von 3.000 neue Betriebe pro Jahr, die wir kriegen, an ein Moyenne von 10.000 neuen Arbeitsplätzen hier am Jahr. Und gleichzeitig muss ich gucken, dass wir auch heute an dieser Zeit 1.000 Failliten pro Jahr und bei 3.000 neuen Betriebsgründungen. Wenn ihr dann aber an Betriebe auch gucken geht, da stellt ihr fest, dass von denen 2012 denen 3.100 neuen Betriebe, die gegründet sind, dass 1741 sind oder 56%, die kein Salarié beschäftigen. Also 54% beschäftigen Salarié pur bis 25 oder 50 Leute mit dem Milch, wie gesagt, beschäftigen kein Leute. Und heute Mittag hat der Kollege Mosser gesagt, dass er nicht wegkommen von den Briefkästenfirmen. Ich will aber just sagen, die 56%, die in pro Jahr geschafft sind aber der Briefkästen, die brauchen kein Leid, und ich komme dann nur noch kurz darauf zu schwätzen, dass wenn wir darüber diskutieren, ob man Leid mit Betriebe sollen nun die mehr Leid brauchen oder Männer Leid zu brauchen, das sind aber auf jeden Fall Betriebe, die in dem Staat zubringen, und also auf der anderen Seite aber nicht müssen Leid an Grenzregionen sicher gehen. Auch die Finanzierung, die Zeit lebt mal fort, wenn wir gucken, was die Entwicklung von den Steuern, dann stellen wir fest, dass bei der Kollektivitätssteuer von 2010 bis 2014, wo wir los sind, am Anfang die Rezepte für das Staatsbudget sich immer auf 1,5 Milliarden. Die haben sich also konstant entwickelt. Die sind also nicht mehr gewusst. Der andere Seite von den Salarien, die sind gewusst aus dem Jahr 2011, sind die gewusst von etwas über 2 Milliarden auf Haut über 3 Milliarden. Wobei ich muss bedenken, dass nicht Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation, dass das lang dem Staat 100 Millionen Euro rabbringt, dann dass die Gros ob nicht Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation überlangt. Herr Präsident, ich komme zum Schluss, weil meine Redezeit aufgelaufen ist, und ich meine, es wäre für die Regierung wichtig, die Analyse zu machen,
Platz, dass wir global über Croissance schwätzen, bei was für einen Betrieben, dass wir wirklich in Ernte drinnen als Land, die als Betriebe erstens Steuern bezahlen, und zweitens die als Leute beschäftigen, die wir auch mehr tun, und auf der anderen Seite auch zu gucken, Leute, die wir beschäftigen, an Betriebe, die eventuell keine Steuern bezahlen. Für den Staat aber muss dann Soziallasten wie Krankheits-, Pensionskäse, Unfallkäse, Kindergeld, Bursen, auch wenn sie leider losgehen, auch eventuell nach Chômage müssen bezahlen, ob das für den Lützburger Staat ein Gewinn ist, wenn wir an so Industrien investieren, aber nicht da auch müssten, mit selektiv vorgehen und gucken, dass wir Betriebe investieren, wo der Staat als Gesellschaft an Leid auch ein Vorteil haben, und nicht an Betriebe investieren, die keine Steuern bezahlen, aber wo der Staat dann aber Leid muss beschäftigen, wenn wir die Rechnung von unter dem Strich machen, wo wir dann als Gesellschaft Geld beilegen.